Gucken wir uns einmal das starke Verb lopen an, also laufen. Bei starken Verben ändert sich der Stamm des Verbs. Also normalerweise wäre der Stamm L-O-P. En ist der Suffix, also das, was angehängt wird. Wenn ich jetzt aber sage ich lob, also ich laufe, dann heißt es nicht bei du lobst, sondern wir sagen du löpst. Aus dem O wird ein Ö. Hey, sei dat löpt, wie lobt, sie lobt, sei lobt. Also bei du und hey, sei dat, also bei der zweiten Person Singular und der dritten Person Singular, ändert sich der Stamm des Verbes. Wir nehmen nochmal ein zweites Beispiel. Äten, also essen. Ich ät, du itzt. Hey, sei dat it. Wie ät, sie ät, sei ät. Hier sehen wir wieder, dass sich sogar der erste Buchstabe verändern. Aus äten, ät wird itzt oder du it. Genau, und da ist wieder der Punkt, die starken Verben muss man auswendig lernen. Ich stelle euch noch einmal eine Tabelle zusammen, dass ihr ein Gefühl dafür habt, okay, was sind starke Verben, welche müsste ich lernen. Da bin ich noch bei, das dauert noch ein bisschen. Wenn es das geben sollte, kriegt ihr das dann auf jeden Fall in der Story mit. Damit haben wir die Konjugation der Verben auch geschafft. Also hier noch einmal, schwache Verben bleiben gleich. Der Verbstamm bleibt gleich. Aus morgen, morgst. Tanzen, tanzt. Freien, freist. Bei starken Verben verändert sich der Stamm. Ganz wichtig, diese Verben müssen wir leider auswendig lernen. Aus lopen, löpst. Gorn, geist. Äten, itzt. Und damit haben wir schon so fix die Verben gelernt. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, auch Grammatikwünsche, schreibt sie einfach in die Kommentare. Und nu vet vi helt fix hvad du planer, denn das war einfach Feld auf Feld hochtisch nu. Viel Spaß mit den Verben und versucht das einfach mal. Wär's mal so maudig, also hüpft über schauen bang werden, also springt über eure Angst und konjugiert einfach mal so wild as das Grondeit der Verben durch.